Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ich möchte doch gerade sofort starten. Ich brauche nämlich dieses Jahr unbedingt ein Notizbuch. Und darum habe ich mir da so ein Kinderbuch rausgesucht, das niemand mehr liest. Und nachher habe ich gedacht, das ist gerade perfekt für so ein A4 gefaltet einmal hier rein. Vorne kann man dann ein kleines bisschen abschneiden und dann passt das gerade perfekt. So, das müssen wir natürlich killen, das Buch. Das schneiden wir dann hier einfach so raus. Und einfassen möchte ich es gerne mit dem hier. Das ist so eine Zeichnung oder ein Bild oder was auch immer, das ich hier im Rahmen von so einem Kurs oder etwas Ähnliches einmal gemacht habe. Jetzt nicht das wahnsinnig oberschönste Bild, aber es passt eben gerade super. Und ich muss mir dann hier irgendwie einen guten Ausschnitt raussuchen, wie ich dann gerne möchte das Buch einfassen. Mit dem Rest kann ich dann gerade innen drinnen noch die Seiten verkleiden. Das einzige Problem ist, dass das mit Gouache gemalt ist. Das heisst, wenn das nass wird, dann verschmiert es. Das hier drüber rein kribbelt, das ist mit Neocolor, das ist egal. Aber ich habe gedacht, wenn es dann fertig ist, würde ich sonst vielleicht das Ganze mit, ich glaube, ich habe durchsichtige Acrylfarbe, einfach drüber malen und dann ist es versiegelt. Ich habe glaube auch noch so Spray, so Fixativ. Ich habe das auch schon probiert auf Gouache, es wird ein bisschen glänzig. Das ist okay, aber für so eine grosse Fläche weiss ich jetzt nicht genau. Und vor allem, ich habe sie dann immer in den Fingern, ich muss es mitnehmen, hin und her und in die Tasche rein, in die Tasche raus. Ob das dann mit Fixativ reicht, weiss ich nicht. Darum möchte ich es eigentlich lieber einfach so übermalen. Aber ich glaube, ich mache das erst, wenn ich es dran habe. Ob das eine schlaue Idee ist, weiss ich nicht. Ich probiere es einfach. So, genau. Ups. Also, als allererstes schneide ich mir da mal mein Buch aus. So. Einmal so und einmal so. Ui. So, gut, das wäre schon soweit. Ja, das ist wieder mal so ein bisschen glatt. Ich frage mich gerade, vielleicht sollten wir das noch ein bisschen anschleifen, da diesen Orten, wo es so ein bisschen glänzig ist. Nehmen wir hier mein Schleifschwämmchen und gehen da einfach mal drüber. So, und das ganze Staub ein bisschen weg. So. Gut, also jetzt bräuchten wir hier einen guten Ausschnitt. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt gäbig soll schauen. Vielleicht so. So. Da ist so das vorne. Ja. Da ist schon noch ein Teil von der Lippe drauf. Nein, so viel ist zu viel. Ich glaube so. So da auf der. So.
Aha. Dann noch ein bisschen weiter runter. So, ja. Ja, ich glaube, so ist gut. So, jetzt könnt ihr doch also etwas, wenn da keine Augenbrauen mehr drauf ist. Das ist aber nicht so schön. He? Noch weiter rauf. Da ist noch ein bisschen drauf. Aha. Muss man schon ein bisschen genau schauen. He? So. Doch so. So ist gut. So ist gut. Und jetzt... sieht man überhaupt irgendetwas? Ach je, ich bin komplett wieder mal nicht im Bild. He? Aber jetzt... So, sorry, wenn es ein bisschen gewackelt hat. Ich mache jetzt also so. Ich nehme mir dann mein Lineal und lege das einfach oben drüber. So, und dann schneide ich einfach dem Lineal nach. Ist das eine gute Idee? Oh. Ich kann nicht so gut drücken. Ja, aber es ist durch. Da auch, ich glaube es. So. Okay. Und dann machen wir das Gleiche. Das Gleiche hier. Yeah! Wow! Sehr gut. Das ist doch perfekt. Zum Morgen. Die Hinterseite sieht es so aus. Und auf der Vorderseite sieht es so aus. Ja, ich glaube, das ist gut. So, so wäre natürlich auch schön. Weil das hier ist ein bisschen düster. Gut, vielleicht für hinten. Das ist mir ein bisschen zu wilde Farbe. So würde mir noch besser gefallen. Und da müssen wir es einfach so machen. Ja. Oder wieder da. Und da hast du natürlich jetzt reingeschnitten. Nein, ich glaube, ich möchte gerne diesen Teil. Ja, okay. Gut, dann können wir das nachher dann so zuschneiden. Jetzt glaube ich, ich tue zuerst einmal das hier anleimen. Und ich denke, damit wir da gerade schön das an den richtigen Ort legen können, zeichne ich mir, glaube ich, mal hier einfach den Rahmen an, den ich abgeschnitten habe. Ihr sagt, wenn ihr nichts seht.
so sollte man doch das jetzt ganz einfach können da drauflegen. Und ja, mehr oder weniger sehr genau platzieren. Okay. Ich glaube, dann schneide ich jetzt hier noch die Ecken ab. So. Und dann schmieren wir es doch mal mit Leim. Und so, und dann drauf mit dem Zeug. So. Ui. Ja. Doch, ich glaube, das ist im Fall gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, ich kann das ganz gut andrücken, ohne Blattern. Vielleicht tauchen sie dann auch auf mit der Zeit. Nein, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, ich habe das wirklich schön da. Man weiß es nicht so genau. He? Ja, jetzt will ich das zuerst mal alles umkleben. Umlitzen. Da hätten wir ein bisschen. Ja. Da müssen wir dann gut schauen, dass wir das hier schön um eine Ecke bringen. He? So. So, und jetzt noch auf dieser Seite. So, jetzt wollen wir schauen, wie wir die Ecke hier herbekommen. Ob ich da wirklich ein bisschen zu viel abgeschnitten habe. Oder ob das gerade geht. Gut, jawohl. Sehr hübsch. Oh ja, hey, ich glaube, mir gefällt es mega gut. Den Ausschnitt habe ich, glaube ich, perfekt bereicht. So, die Ecken, finde ich, sind jetzt also auch gerade sehr gut rausgekommen. So. Ah, sehr cool. Ja,
mir gefällt es. Ich finde das cool. Und ich hoffe, das funktioniert dann, dass wir das noch anmalen können mit dem Acryl. Ich muss dann schauen, was es genau für eine Farbe ist. Ich weiss, dass ich irgendetwas Durchsichtiges habe. Und dann genau schauen. So, weißt du was, komm, jetzt können wir ja schon noch... Die hier können wir ja schon noch drauf tun, oder? So, ich würde sagen, hier möchte ich eigentlich nicht so viel schwarz. Vielleicht das hier alles weg. Vielleicht so etwa hier durch abschneiden. Jetzt brauche ich aber noch ein anderes Lineal. So, gut, also. Ich glaube, so ist es gut. So. Jetzt müssen wir natürlich schauen, wie breit das muss sein. Und ich würde sagen, etwa so breit. So, und hoch. Hoch etwa so. So, mal schauen, ob ich die Striche dann wieder finde. Das geht noch schnell ein bisschen weg. Gut, und dann einmal das. He? Dann schneide ich hier zuerst alles ab, was hier noch so grünlich ist. Weil ich finde, dass das nicht passt. So, liegt. Also, jetzt hätten wir hier vorne. Und vorne werde ich eigentlich ganz heller. So. Genau. Und auf der hinteren Seite hätten wir dann das. Gut, dann legen wir doch das auch auf. So, spätestens jetzt sollten wir etwas nehmen, um darauf zu leimen. Also das heisst spätestens, wenn ich den Leim verteile. Spätestens jetzt. Also, einmal kontrollieren, vorne, so hätte ich es gerne. Und möglichst da rundherum überall möglichst gleich grossen Abstand. So, und etwas ist auch noch klar, wenn ich da mit so einem Plastikteil drauf rumreibe, auf der Gouache-Farbe, dann ist klar, dann wird das so ein bisschen glänzig und so ein bisschen speckig oder ich weiß auch nicht. Und es gibt natürlich so ein bisschen Streifen und gerade wenn ich hier über das Neocolor drüber gehe, dann kann das auch ganz gut sein, dass das dann verschmiert ein bisschen. Aber das ist mir wurscht.
vor allem die Streifen und das leicht glänzige, was es gibt. Ich weiss halt nicht, man sieht es wahrscheinlich kaum mit der Kamera. Ja, wenn ich dann eben mit Acrylfarbe drüber noch will, spätestens dann wird man das dann nicht mehr sehen. Und wenn doch, mein Gott, es ist nur ein Notizbuch, also es geht jetzt also gerade nicht in den Verkauf oder so, he? So, oder das Blaue oben. Ja, ich habe das Gefühl, ich muss es so drauf tun. Ich weiß nicht wieso, aber es fühlt sich so an, als wäre es so. So, mal das Zeug da noch wegputzen. So, ja, so ist gerade gut. So, liegt prima. Voilà. Hey, super, ich finde es cool. Und jetzt hier in der Mitte möchte ich gerne einen Stoffstreifen machen. Und zwar von einem Jellyprint-Projekt, von dem Buch. Hier habe ich noch jede Menge feurigen Stoff übrig, wo ich hier auch das Teil hier gemacht habe. Genau, da muss ich jetzt gerade schnell schauen, ob ich da noch ein Streifen Stoff finde. So. Ah, ich habe schon gemeint. Ich finde es nicht. So gut versorgt gewesen. Also, dann wollen wir doch mal schauen, was da gut passen würde. Etwas Knalliges wäre natürlich cool. Andererseits, es ist ja auch so versteckt. Man sieht es ja dann eigentlich fast nicht. Aber ich habe da ja schon so Streifen. Das wäre natürlich cool. Oder dann aber auch gerade so. Oh, das wäre auch hübsch. Aber grün kommt einfach wirklich jetzt nie vor. Dann wollte ich jetzt nicht das Buch noch auftun. Obwohl das ist natürlich genial. Das wäre auch cool. So, da ist noch ein Streifen. Aber auch wieder mit grün. Also grün. Und das Knallige da, das geht weg. Ich glaube, das lassen wir. Das wäre gerade perfekt. Ja, komm. Ich nehme doch gerade das hier. Wenn jetzt hier am Ende noch ein bisschen grün ist, ist ja das auch egal. So. Das heisst, wir können das hier abeinander schnetzeln, reissen, besser gesagt. Ja, jetzt geht das weg. Ja, noch. So. Ja, so sind wir gerade genau schön auf dieser Kante da. Und so ist vorne, das Pinkige möchte ich gerne oben haben. Dann macht das jetzt auch Sinn, wenn ich das jetzt mit Leim einschmiere? Ich habe irgendwie einfach das Gefühl, nicht so. Weil das dann so aufsaugt. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist gäbiger, wenn ich es hier drauf tue. So, oh hey, das sieht ja richtig cool aus. Da kann man noch ein kleines bisschen nachleimen.
Jetzt ein gutes. Ja. Sehr hübsch. Oh, hey, ich finde das extrem cool. Und das ist einfach so aus einer alten Zeichnung entstanden. Eigentlich hätte das ja einfach so können auf so einem A3-Blatt. Das hätte eigentlich gelangt. Aber das ist jetzt halt so gross gewesen und darum hat man gerade schön den genialsten Bildausschnitt nachher können raussuchen. Ich finde es auch cool, ist da gerade die Augenbrauen auch noch drauf. Ja, so wäre ein bisschen, ja, hat mir nicht so gefallen. Dann hätte man es sogar noch weiter aufnehmen. So, aber nein, so gefällt es mir also wirklich extrem gut. Ich muss mir dann noch überlegen, was ich gerne möchte für eine Bindung machen. Wie viel Papier das da rein muss. Also das ist wirklich, soll ein Notizbuch geben. Und ich nehme an, ich nehme dann einfach weißes Papier. Ganz normal, auch überhaupt nicht bearbeitet. Vielleicht können wir die Kanten ein bisschen inken oder so, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber ja, das soll einfach wirklich nur ein weißes Notizbuch geben. So, hey, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es Spass gemacht. Ich finde, es ist recht cool rausgekommen. Ich würde sagen, nächstes Mal male ich dann das noch an, eben mit dieser Acrylfarbe. Das wäre jetzt natürlich wahrscheinlich schlau gewesen, wenn man das erst gemacht hat, also vorher anmalen und dann das draufkleben. Vielleicht wäre es auch schlauer gewesen, das Ganze zuerst gerade anmalen, trocknen und erst dann zuschneiden und ankleben. Das weiss ich nicht. Aber ich mache es jetzt halt einfach so. Ja, eben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr wollt wissen, wie es weitergeht, dann schaut doch einfach beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann. Tschüss.